Der Paul Minsch war auch der, wo der Aussicht war, dass Paradies in der Pals war. Wieso denn das? Na, hör noch mal zu. Da meinen als die dumme Leute, wer Bücher schreibt, der wär gescheit. Ich habe mal ein Buch gelesen, das war ein kolossaler Käse. Da hat mir angelassen, dass man fast grieber ist und blo, er hätt's berechnet und gemäßt, wo's Paradies als wär gewesen. Am Eifrat hinten bei den Bergen, da tät man's heutzutage noch merken, er hätt Beweise zu genießen. Das heißt man doch die Leute betriechen. Wer so ein Käse schreibt, ist mir schucke. Man braucht die Landkarte gucken, dann sieht man gleich, es war nirgends als in unsere liebe, schöne Pals. Dann auf der ganzen Landkarte ist kein Plagge mehr so lieb und süß mit grüner Farbe, hübsch Augenstrich. Wo man noch hinguckt, freut man sich. Ah jo, der liebe Gott, der lacht noch heit, wenn er sein Pals betrachtet. Dann von der Schöpfungssache all ist die am besten ausgefallen. Da hat er mehr seine Kunst gezeigt als an ganz Afrika vielleicht. Und wie die Welt ganz fertig war und alles schön und wunderbar, da sah er mit einem stolzen Blick. Die Pals, das ist mein Meisterstück. Man merkt, dass ich allmächtig bin, da mach ich's Paradiesen. Dann hat er schneller, wie man glaubt, der erste Mensch zurechtgepappt aus echtem Pelzer, Grund und Boden und hat ihm ingeblossen sein Odem. Dann hat er von der Adam die Eva noch gemacht, sei Frau. Kein Wunder, wenn man heute noch froh ist, dass überhaupt die Pals nicht durch. Na, Gott sei Dank, wir haben sie ja schon schwer ja kein Menschen da. Liebe Leid, zu Adams Zeit, du warst doch schöner noch wie heut. Da ist der Adam stundenlang mit seiner Frau spazieren gegangen. Zum größten Teil im Westrich als nur sonntags in der Vorderpals. Ja. Drum, wenn ich an die Zeit denk, krieg ich vor er ja fast die Kränk, dass unser einer heit erst lebt, wenn so ein Leben nie mehr gibt. Heut hast du Arbeit und hast Last, dass du noch was zu beißen hast. Und dickmals muss man Knochen knabbern und Kaffeebrien und schlabbern. Die Leute im Paradies, die haben, was Hunger heißt, noch nicht verstanden. Die sind also auf die Bäume gekrabbelt und haben dort als das Obst geschnabbelt. Und immer noch vom Allerbesten. Noch feine Äpfel, Beeren, Kiste, Orangen, Feige und Zitrone, Banane, Mandeln und Melone und noch viel satte prima Obst, wo jo heut das Maul noch tropst. Na, in der Mitte vom Paradies, da wo vielleicht halt lauter ist, da waren Baum ganz dick und breit mit Äpfel erster Qualität. Da sagte mal der liebe Gott. Die Äpfel sind euch streng verbot. Und wenn sie noch so lieblich glänze, da dürfen er keiner strenze. Die Eva aber war eine Frau, wie heut noch alle Weibsleiter. Uns dauert wirklich gar nicht lang, da ist er an die Äpfel gegangen. Wer christlich ist und religiös und sonntags in seine Kirche geht, weiß, wie dann die Menschen da davor von Gott hinausgejagt sind. Jetzt ist halt nix mehr dran zu machen an deine ihre dumme Sache. Das Paradies ist halt verloren und das ist wirklich schade vor. Die Pals ist zwar auch jetzt noch schöner als all die anderen Herrenländer. Und in der Pals, da sind noch heut die schönste und die strammste Leid. Und nirgends ist es Obst so süß. Es ist aber nimm das Paradies.